Party. Ich will erzählen, dass meine letzte Party war. Da war richtig heftig. Mein Freund und Nachbar, der Jens Jensen, der wollte heiraten. Die Janine Jansen aus dem Nachbardorf. Ja, und einen Abend vorher oder einen Tag vorher, da hat er den geplant, da macht er so eine Friesen auf Nimmerwiedersehen und Tschüss Party. Irgendwie so abgestellt, weiß ich nicht, wie heißt das bei euch? Junggesellenabschied oder so. Da hat er gesagt, Bruder, wir machen mal einen Dick drauf. Ich sag, jo, dann mach ich mit. Ich sag, was machen wir denn? Sagt er, ja, so Regenhaber und ich sag, ja, meine Alte, die weiß da nichts von. Ich sag, wann geht's los? Ich sag, gleich wieder. Ich stelle gleich zum Telefon, ich sag, bei der Bahn angerufen, ich sag, 2 Karten, einmal mit der Reeperbahn hin und zurück. Ja, wir sind dann der Anhalter gefahren und dann kommen wir da an. Da muss ich euch sagen, die Frauen dort, die sind richtig höflich. Aber so richtig höflich. Die erste, die haben euch auch nicht zugehört. Französisch ist auch nicht in Friesisch. Aber da wir schon mal in Hamburg waren, ich sag zu Jens, der musste übrigens, das ist lustig, der musste schon unterschreiben bei uns beim Rathaus, dass er die heiratet. Und bei uns übernehmen ja die Männer den Familienamt von der Frau. Damit da gleich klar ist, wer dann der Mann im Haus ist. Ne? So. Und er hat einen Doppelvornamen, Jens Jan. Das heißt also Jens Jan Jensen Jansen. Da musste ich mich jetzt dran gewöhnen. Ich sage Jens Jan. Ich sage, die erwarten hier Hochwasser. Die haben alle so hohes Stiefel schon an. Haben die was vorher gesagt? So nicht. Und dann sind wir da so rumgetingelt. Und irgendwann sagte ich dann so, ich habe Hunger. Ich sage, jo, lass uns was essen gehen. Dann sind wir da so die Straße lang und dann standen wir da vor so einem Laden, schön rot erleuchtet. Lounge, Bar, Restaurante, Table Danze. Ich sag, das klingt edel, da gehen wir rein. Ja, dann kommen wir da rein und dann saß da schon ein ganzer Männergesangsverein. Die saßen an so einem großen, geschwungenen Tisch, der ging so bis zur Brust. Da hingen alle mit dem Kind drauf. Aber in edlen Restaurant wird das wohl so sein. Ne? Ich sag, da kriegen wir gleich schnell was, weil die sind schon fertig mit dem Essen, gerade auf diesen 3 Spießen, die da auf dem Tisch stehen, das kann gleich schnell rein. Da haben wir uns da hingesetzt, hingen da auch so mit dem Kind. Und plötzlich kommen die Kellner. Ich sage, Jan, wie heißt die jetzt eigentlich? Jens Jan. Ich sage, guck mal, die ist ganz neu. Die hat ihre Schürze in der Küche vergessen. Und kommt direkt auf den Tisch auf uns zugelaufen. Das muss man gesehen haben. Die kam ja so durch diese schwingenden Türen. Und dann vor ihr die Story. Oder diesen Spieß oder was das auch immer war. Ich sag, Mädchen, schieb den Spieß beiseite, ich hab Hunger. Und dann fingen die an diesen Spieß zu drücken. Und drücken. Ich sag, mir so geht das nichts. Ich sag, da muss man da was leisten. Und dann ging die in die Hocke. Und zog sich und wieder hoch. Ich sag, Mädchen, dich will ich nicht. Ich hab Hunger. Ja, und dann wurde die wohl ganz bescheuert. Dann fing die nämlich noch zum Schluss an, dem Spieß die Zunge rauszustrecken. Ich sag, weißt du was, Jens Jansen? Ich sag, wir gehen zur Nordsee, da ist mal ein Fischbrötchen. Ich sag, ja, das ist nichts anderes.